Jetzt hallo miteinander. Heute sind wir mal bei der Pfotenengel Zollernalb im Pfotenengelnest. Und jetzt gucken wir mal, wer da ist. Ja, guck auch. Sandra, hey, grüß dich. Ja, grüß lange dich, nicht gesehen. Axel. Hi, grüß Hi. dich. Schön, dass du auch mal vorbeikommst. Ja, schon lange nicht mehr da sein. Das ist die Sandra Toppler und Sandra ist die Vorsitzende vom Verein. Ja. Und du wirst uns jetzt mal eine Führung geben hier durch euer Nest. Gern, wenn ihr schon vorbeikommt. Fangen wir an. Gern? Gäste dann auch mit Rollstuhl. Haben ja extra ein behindertengerechtes WC gemacht. Dass sie das nicht mit dem Rolli nachreichen, weil das ja oftmals ein Problem ist. Das ist richtig. Ja. Und da waren wir lang dran, halt wollen zuerst innen was machen im Haus, aber da hat sich noch doch nicht der richtige Platz gefunden, weil du da auch bestimmte Vorgaben hast. Und dann haben wir das komplett so gekauft, dass man, ja, haben wir es halt draußen aufgestellt. Ist aber alles also mit Heizung und so angeschlossen. Da haben wir uns am Anfang auch so mal gar keine Gedanken gemacht, bis sich jemand gemeldet hat und hat gefragt, ob sie uns mal besuchen dürft. Aber sie mir sagen, sie sitzt im Rollstuhl und dann kann sie nicht lang bleiben, weil wenn sie was trinkt und das Klo muss. Und dann sitzt du da und denkst, okay, über sowas haben wir uns noch nie Gedanken gemacht. Und haben das noch umgesetzt und haben mit einer Spendeaktion über Radio Neckaralb haben wir das dann finanzieren können. Haben das dann auch mit den Leuten auch schön verziert. Vor allen Dingen an der Seite unser Snoopys. Hier ist dann unser Sitzplatz im Sommer. Und wenn du dann hier sitzt, die Vögel draußen sind im Freigehege, das ist einfach herrlich. Gehen wir mal rein zu den Vögeln. Aufpassen. Wenn wir heizen da drinnen, die hat also immer Elektroheizung ist immer eingeschaltet. So, da kannst du schnell. Alter, ich habe es so gesehen vom Fenster. Sind also im Prinzip bloß 3 Rassen, sind Wellensittich, Kanarienvögel und Zebrafinken, weil die sich am besten vertragen. Und die sind alle irgendwo übrig gewesen. Abgegeben worden, teilweise auch von anderen Tierschutzvereinen. Wir haben 2 Fußgänger dabei, die also nicht mehr so richtig fliegen können, die laufen dann bloß. Ah, ja, da hinten. Das hinten ist einer, da sitzt einer in der Wasserschüssel. Und ja. Also wir werden immer wieder angefragt, auch von anderen Vereinen, ob wir keine Vögel aufnehmen können, weil sie die Möglichkeit halt gar nicht haben. Ja. Und wir werden allerdings von denen auch können her, dass die nachher irgendwann mal wieder im Käfig gehen müssen. Die sollen schon so ihre Freiheit haben. Was seid ihr zu noch? Neufeld ist ja heute nicht so gesprächig. Der bloß Ah ja, und dein Bart, das wird immer noch nicht Material. ja, und ärgere mich bloß der Idiot. Jetzt ist Schluss. Wir können schnell. Das ist jetzt der Lolek, oder? Oleg. Das ist der Oleg. Oleg. Genau. Oleg, guck mal. Kamera. Und du bist der Oleg, gell? Ja. Oleg? Sag mal was. Oh, der kommt auch mit seiner Kamera. Da hat er nur einen Kollegen da, gell? Der ist der Caruso. Caruso, hast du schon Namen genannt? Caruso, du kannst ja schön pfeifen, haben wir vorher gehört. Genau. Sagst du, das stimmt? Tut der schön pfeifen? Das tut doch nichts. Jetzt ist nämlich jetzt vom Kamera da, bist Kameraschei. Ja, aber auch, jetzt auf einmal vorher hat er noch ein Bart rum da, guck. Ja, willst du nichts mehr? Hau ab. Ich sehe dich, du siehst du. Es passt jetzt nicht, dass du in der Leute bist mit dem Armin, ne? Hä? Stören wir die hier? Der Wecker könnte ich. Genau. Oh! Ich weiß, Sie haben es gesagt, gell? Ist schon kantig. Bist kantig.
Und das Vogel bringt noch mal. Oh ja. Wenn der bellet doch. Der Vogel. Ja. Was uns von Anfang an dann auch wichtig war, dass Besucher einfach mal auch gehandicapt sind, mit rein können ins Haus. Und wir wollten da einen Treppenlift machen, das war eindeutig zu teuer. Und dann hat unsere Helfer das selber gebaut. Ja. So, also auch zum Halten einfach geschickt ist. Die Gehege sind perfekt, weil es einfach, wir haben überlegt, so schon aus Holz was machen. Da ist es aber mit dem Hygienischen so ein Problem. Und dann sind wir auf die Bauweise gekommen, die kannst du immer zusammenstellen, sind immer die gleichen Elemente, wie du das brauchst. Was die haben wir teilweise in der Pflegestelle als Freigehege. Wenn es Tiere sind, die behindert sind und nicht raus dürfen, haben wir welche, wo einfach dann so ein Gehege ausgestellt haben. Das ist immer fertig eingerichtet. Wenn jetzt heute Nacht irgendwie ein Notfall ist, wo wir was holen müssen, können wir die Katze aufnehmen und können sie da mal reinsperren. Ist aber jeweils dann immer nur eine Katze pro Gehege, also mehr machen wir nicht. Und die anderen Tiere sind alle im Pflegesteller untergebracht. Bloß ich kann auch, wenn nachts was ist, kann ich die überall anrufen und wegen dem dann holen wir es und dann ist da rein. Kaffeemasche, der Herd, der Kühlschrank, alles was wir irgendwie was wir brauchen, gucken wir, dass wir nichts kaufen müssen, sondern das sind immer Spenden. Und also wir könnten komplett das Haus einrichten, wenn du heutzutage was brauchst, weil die Leute wirklich gern was geben und toll spenden. Wir haben die Küche haben wir geschenkt gekriegt auch. Und das ist so eine typische Alno-Küche mit dem Muster, so braune. Ja. Und wir haben die einfach alles angemalt. Ja, und wenn euch das mal nicht mehr gefällt, dann lackieren wir es einfach wieder anders. Also man braucht auch mal Haus zum Richten, jetzt nicht irgendwelche Gelder rausschmeißen, weil außer der Arbeitsplatz haben wir hier drin gar nichts gekauft. Das ist uns halt auch wichtig wegen der Spinde. Das ist jetzt alles für unsere Katzenzimmer, also auch für den Notfall. Das heißt, die Besitzerin hat schnell ins Krankenhaus und hat niemand kennt, der nach der Katze geguckt hat. Und dann bleibt es so lange hier, so lange sie genau. Und dann ist es halt so, wenn jetzt, das ist eine reine Hauskatze daheim, eine ganz verwöhnte, die kannst du in ein Gehege stellen. Also, oder setzen, das ist für sie einfach schlimm. Ja. Und wegen dem haben wir die Zimmer so eingerichtet, dass es hier komplett wohnlich ist. Wir machen hier das Bürozeug und sind um sie rum, sitzen zu. Und es ist einfach von der Einrichtung her vielleicht ein bisschen wie daheim. Ja. Gell? Und dann kann man sie verwöhnen. Und für die Leute ist es dann auch immer einfacher, wenn sie wissen, ihr Kätzle ist im Zimmer und nicht halt irgendwann mal im Gehege drin. Gell? Sie ist sonst komplett verschmust, also sie hat sich gleich ein Eis gewöhnt und kommt immer raus. Und Mimi, kommst du? Neugierig. Wie heißt du? Mimi. Mimi. Hallo. Mimi, kommst du? Oh, super. Mimi, komm. Hast keine Angst. Ja, es ist so wie es war, so wie die Wohnung vorher war, so haben wir es auch geglaubt. Ob jetzt da irgendwie an der Tapete rumkratzt oder so, das ist noch nicht schlimm. Es sind auch alle Spenden, egal ob der Kratzbaum oder Fernseher oder so, alles ist irgendwie gespendet worden. Und wenn jetzt da eine Katze da ist, dann liegt man auch mal daheim, guckt Fernseher, ich kann daheim schlafen, wenn irgendein Notfall da ist, haben wir hier das Bett, dann kann man auch da bleiben über Nacht einmal. Weil du weißt nie, was gerade kommt. Ich soll jetzt gerade fragen, weil ob der Fernseher da ist, dass sie Tom und Jerry angucken können, oder? Genau, da dürfen die Tom und Jerry angucken. Sendung mit der Maus am Sonntagmorgen. Oder Tennis oder irgendwas. Was, ihr denkt da alles? Ja, es ist oftmals so, dass die Tiere halt dann einfach schon Freude haben, wenn du Weile bei ihnen bist. Wenn ich gehe, dann schaltet das Radio ein und sonst bleibt man einfach auch da. Also dann haben wir extra für Katzen, dass die im Pflegekind... Hier ist nochmal eine Tür drin, dass man da vorne wie eine Schleuse hat, da kannst du rein. Und die Kratzbäume haben wir gespendet gekriegt. Und die sind so genial, das siehst du einfach, die sind selber gemacht. Und also, wir haben noch nie so schöne Kratzbäume gekriegt. Wir sind gerade dran, dass man hier noch die Heizung fertig macht. Und dann können die Katzen hier liegen, also im Winter ist eher selten was hin. Außer der Fegefutter. Dass er auch ein bisschen Kino hat, also was beobachten kann. Und das ist richtig schön. Also die Männer haben die Türen noch neu gebaut, haben hier die Fensterfronten noch neu gemacht. Und für Katzen ist das
Also das angenehm, zum, ja. zum Aushalten. Und überwiegend jetzt, wenn irgendjemand ins Krankenhaus muss oder ja, solche persönliche Notfälle, die nehmen wir dann. Aber wie gesagt, im Winter müssen wir dahin jetzt einfach mal noch langsam da, bis die Heizung fertig ist. Hier haben wir es dann so gemütlich eingerichtet, dass wir immer Besucher empfangen können. Also hauptsächlich sind wir halt samstags da, weil wir machen es alle ehrenamtlich, es geht jeder ganz normal geschaffen. Und hier haben wir es dann so gerichtet für samstags, wenn wir also in der Schule sitzen können, wenn es kalt ist. Dann können wir hier. Wenn Leute kommen. Genau, da kann man einfach schön zusammen sitzen, bei uns gibt es immer einen Kaffee. Ja, das sind nett. Es ist noch nicht alles fertig, aber das ist auch egal, weil ja, irgendwann machen wir auch den Rest mal Das fertig. ist schöner, wenn alles von nach und nach In so nachbiegelt Ja. ist. Was uns wichtig ist, ist auch diese Spendewart. Also wir haben Patenschaften für dieses Projekt, für diese Begegnungsstätte, was wir hier machen mit den Leuten. Und da sind jetzt unsere Spender aufgelistet, die dürfen sich also immer dann so Täfel raussuchen, die Pate sind. Und die zahlen nach jährlichem Betrag oder monatlich und haben dann so ist für mich ein bisschen eine Anerkennung auch an die Leute, dass man sie auch sieht. Und wir wollten da jetzt nicht irgendwelche andere Schildle machen und da haben wir eine Tierschützerin auf Mallorca, die diese Schildle dort herstellt und uns immer schickt. Und ja, wir hoffen mal, dass die ganze Welt voll ist und alles dann mit Paten belegt ist. Und der Herr da, der Konrad Kuster, eben hat das Haus gehört, hier. Er hat 88 Jahre hier gelebt und hat auch ins Heim müssen und hat müssen noch das Haus verkaufen. Und er ist am Anfang schon immer noch mit hergekommen, also wir haben das Pflegeheim hat uns auch hier besucht und es hat ihm immer gehörig gefallen, dass er gesehen hat, dass das auch so belebt ist. Und das Grundding immer noch war wie sein Haus vorher, also nichts. Wir haben nichts großartig umgebaut. Man hat schon ein bisschen so zu seinem Ehre auch noch so glaube ich, wie er hier gelebt hat. Vielen Dank für die Führung, das war sehr interessant. Und hey, bleibe dran, in Zukunft gibt es noch viele, viele Videos über die Pfotenengel. Ja, das wäre schön, würde uns freuen. Weil es gibt unglaublich viele Geschichten, was die zum Erzählen haben. Also, like das Video und kommentiert es, wenn ihr was dazu zum Sagen habt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Und folgt uns, folgt der Pfotenengel. Unterstützt uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und Ade.